Wunderbar. Mental Health. So schön bist du heute Morgen mit dabei. Ich möchte auch ganz herzlich alle online begrüßen und speziell ICF Lörrach, die zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Mentale Gesundheit. Vor ein paar Monaten sind wir als Team zusammengesessen und haben uns die Predigtplanung für das Jahr geplant und durchgesprochen, und wir haben alle gemerkt, diese Serie, die ist nötig. Wir müssen über unsere mentale Gesundheit oder eben vielleicht Krankheiten auch in der Kirche sprechen. Vielleicht bist du selbst betroffen davon, leidest selbst psychisch. Ich weiß es nicht, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du jemanden kennst, der darunter leidet. Seit Corona ist das on the rise. Jugendpsychiatrien sind voll. Angststörungen, Depressionen nehmen gefühlt überall zu. Wir reden auch mehr darüber. Natürlich spült es auch das Ganze an die Oberfläche. Und wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema. Und ich möchte dich einladen, dabei zu sein in dieser Serie. Wir werden viele Zeugnisse haben, viele Geschichten von Betroffenen. Wir werden ein Gespräch haben mit einer Psychologin. Wir schauen uns an in dieser Serie, wie unsere Gedanken, die vielleicht manchmal im Chaos sind, und diese Gedanken zeigen vielleicht in alle Richtungen und in alle Weisen, und wir sind geplagt von Angst und so weiter. Und die Frage ist, wie ist das Kreuz in der Mitte? Wie kann das Kreuz, unser Glauben, das Ganze ankern oder sortieren? Das ist so das Thema. Und ich möchte gerne heute mit euch über das Thema reden, direkt reinsteigen. Psychisch krank sein als Christ. Psychisch krank sein als Christ. Das Problem bei psychischen Krankheiten ist es, dass es oft im Unsichtbaren geschieht. Oder wenn wir physisch krank sind, dann können wir das schlechter verbergen. Deswegen sind die psychischen Krankheiten oft schambehaftet und im Geheimen. Und ein Ziel dieser Serie ist es, dass wir wirklich auch einmal einfach darüber sprechen und das ganze Thema entstigmatisieren. Weil ich möchte ziemlich deutlich sagen, psychische Erkrankungen gehören wie andere Krankheiten auch zum Leben dazu. Psychische Krankheiten gehören wie andere Erkrankungen zum Leben dazu. Es ist möglich, als Christ, als wiedergeborener, geisterfüllter, voller Autorität lebender Christ unterwegs zu sein und trotzdem psychisch zu erkranken. Es ist möglich. Wir leben in einer Zeit vom Jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes hat mit Jesus Christus angebrochen, voll und ganz. Jetzt ist es erlebbar. Und deswegen dürfen wir auch mit Wundern rechnen und mit Heilungen jetzt schon. Und wir erleben das immer wieder, wenn wir für Menschen beten, dass Menschen frei werden, auch von psychischen Krankheiten. Und ein Ziel dieser Serie ist auch, dass wir wieder anfangen, für Menschen zu beten, denen es auch psychisch schlecht geht. Dass wir nicht nur das als Pastoren tun oder im Gebetsteam, sondern dass wir einstehen für Menschen, die leiden psychisch. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, wir erleben das auch, und gleichzeitig ist das Reich Gottes noch nicht vollständig hier. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird es vollständig präsent sein und es wird keine Krankheiten mehr geben, kein Leid, auch keine psychischen Krankheiten. Aber es ist entscheidend zu verstehen, wir leben in dieser Spannung von jetzt und noch nicht. Und ich möchte mit 3 Missverständnissen aufräumen heute Morgen, wenn es um psychische Krankheiten geht. Ist das in Ordnung? 3 Missverständnisse. Punkt Nummer 1. Eine Depression bedeutet nicht automatisch einfach mangelnder Glaube. Eine mentale Erkrankung, eine Depression bedeutet nicht automatisch, dass du zu wenig glaubst. Und bitte versteh mich nicht falsch. Unser persönlicher Glaube, unser kollektiver Glaube an Gott und seine Möglichkeiten und seine Wunder, die sind wichtig. Die sind wichtig. Jesus hat immer wieder Menschen gesagt, die er geheilt hatte, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube spielt eine Rolle. Aber der Umkehrschluss,
dass wenn du nicht geheilt wirst, dass du schuld daran bist, weil du zu wenig geglaubt hast. Dieser Umkehrschluss ist falsch und auch unbiblisch. Ich werde es dir gleich an ein paar Bibelstellen aufzeigen. Dieser Umkehrschluss ist sogar gerade für psychisch erkrankte Menschen fatal, weil sie haben jetzt neben der psychischen Last auch noch eine geistliche Last, die wir ihnen aufbürden und sagen, ja, du glaubst halt zu wenig. Und das wäre fatal. In der ganzen Bibel, die ganze Bibel ist voll von glaubenserfüllten Männern und Frauen, die trotzdem durch psychische und depressive Phasen gegangen sind. König David lies seine Gebete, die Psalmen, sind voll davon und zeigen uns, dass er durch lange Phasen der Verzweiflung und der Angst und der Erschöpfung gegangen ist. Prophet Elia, wir hören am Ende der Predigt noch mehr über ihn, ein Glaubensheld, ein Prophet, durchlebte eine Erschöpfungsdepression. Paulus, unser lieber Paulus, der einen Brief geschrieben hat, Philipperbrief, und dort schreibt aus dem Gefängnis heraus, dass wir uns alle Zeit freuen sollen und dass er gelernt hat, im Mangel und im Überfluss dankbar zu sein und Freude zu haben. Dieser Paulus, den wir als Vorbild sehen, der unabhängig seiner Umstände scheinbar ein Glaubensheld gewesen ist. Dieser Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 1, Vers 8. Wir wollen euch nämlich, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unkenntnis lassen über die Bedrängnis, die in der Asia über uns gekommen ist. So schwer und unsere Kräfte weit übersteigend ist die Last, die uns auferlegt wurde, dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir zitieren Paulus oft, dort wo er sagt, Gott wird dir nie mehr geben, als du ertragen kannst. Dieser selbe Paulus sagt hier, wir durchlebten eine Bedrängnis weit übersteigend, unsere Kräfte übersteigend. Eine Last, die uns am Leben verzweifeln ließ. Theologen sagen, dass Paulus das wahrscheinlich in einer Phase geschrieben hat, nachdem er in Ephesus diese Erweckung erlebt hat und ins Gefängnis geworfen wurde und dort wahrscheinlich ein Jahr im Gefängnis gelegen oder festgemacht worden ist und eine schwere Depression durchlebt hat. Paulus. Von Jesus haben wir nicht gesprochen bis jetzt. Jesus im Garten Gethsemane, der durch das Leid dieser Welt erdrückt ist, Schmerzen hat, Zweifel hat, Ängste hat. Ich möchte euch noch von einem anderen Glaubenshelden erzählen. Vielleicht hast du schon mal was von Charles Spurgeon gehört. Charles Spurgeon war einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts in England. Ein außergewöhnlicher Dienst. Der predigte regelmäßig vor mehreren Tausenden von Menschen, gründete Waisenhäuser. Das war eine Erweckung in England, jahrelang. Sein Einfluss ist bis heute spürbar. Dieser Glaubensheld Charles Spurgeon lebte selbst jahrzehntelang mit schweren Depressionen und redete offen darüber. Ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht. Charles Spurgeon: Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es nichts auf dieser Erde gibt, was der menschliche Körper erleiden könnte und was mit der Verzagtheit und Niedergeschlagenheit des Geistes vergleichbar werde. Mentale Krankheit ist ein Thema, das uns alle betrifft, unabhängig davon, wie fest wir an einen Gott glauben, der Wunder tut. Es betrifft uns alle. Das waren alles gläubige Menschen. Missverständnis Nummer 1 war das. Depression bedeutet nicht automatisch, dass zu wenig Glaube. Missverständnis Nummer 2. Depression ist nicht einfach wegen deiner persönlichen Sünde. Versteh mich bitte nicht falsch. Unsere Sünde kann uns krank machen. Es gibt Krankheiten, die haben wir, weil wir Schuld auf unserem Leben haben. Das gibt es. Das gibt es.
Aber nicht jede Krankheit ist wegen unserer Sünde. So ist auch nicht jede psychische Erkrankung wegen deiner persönlichen Schuld. Ich würde sogar sagen, die allerwenigsten. Wenn wir das lehren und predigen, bürden wir Menschen, die durch eine schwere Zeit gehen, eine unglaubliche Last auf. Weil es ist sowieso schon eine innerliche, eine mentale Last. Und wir sagen ihnen, ja, du bist selbst daran schuld, weil du etwas falsch gemacht hast. Nein, nein. Ich möchte euch zeigen, Johannes 9, 1-3. Und im Vorübergehen sah Jesus einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Was das bedeutet, kann uns dann Jesus irgendwann mal erzählen, wenn er zurückkommt. Aber er macht deutlich, dass unsere Krankheit nicht einen Kausalzusammenhang hat mit unserer Schuld und unserer Sünde. Und wenn es um physische Krankheiten geht, ist für uns das einfacher zu verstehen, aber bei psychischen ist es genau gleich. Missverständnis Nummer 3. Depression ist nicht einfach eine dämonische Belastung. Ich möchte das bewusst so aussprechen. Und jetzt nochmal, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, es gibt dämonische Belastungen, die uns krank machen. Jesus heilt einmal eine Frau, die 18 Jahre lang gebückt ist, weil ein Teufel sie plagt, seit 18 Jahren. Und er heilt sie, er treibt den Dämon aus und sie wird geheilt. Jetzt der Umkehrschluss. Niemand von uns würde sagen, nur sobald jemand Rückenschmerzen hat, ist er von einem Dämon besessen, oder? Würden wir nicht sagen. Es gibt Krankheiten, die haben einen dämonischen Ursprung. Es gibt Krankheiten und auch psychische Krankheiten, die haben eine geistliche Wurzel. Und die müssen wir geistlich angehen. Durch Gebet, durch Fasten und wir gehen dafür, wir beten dafür. Wir haben solche Kurse wie Get Free, wie Seelsorge und wir sind offen dafür, dass Gott heilen darf, geistlich und das ist alles okay. Aber vielleicht hat deine psychische Erkrankung ganz natürliche Ursachen. Depressionen entstehen durch eine längere Belastungszeit, Belastungsphasen, durch Traumata, durch Krankheiten, durch Trauer. Oder einfach durch eine hormonelle Veränderung in deinem Körper. Vielleicht ist es auch einfach eine chemische Sache. Und ich möchte das wirklich bewusst sagen. Vielleicht brauchst du medizinische, professionelle Hilfe. Habt ihr das gehört? Ich bin kein Psychiater, ich bin kein Psychologe. Ich bete für dich. Ich glaube für dich. Ich jage die Dämonen in deinem Leben weg. Das ist alles kein Problem. Aber wenn du Krebs hast und einen Tumor hast und zu mir kommst, dann bete ich für dich, dann spreche ich den Namen Jesus über dir aus. Und weißt du, was ich dann tue? Ich schicke dich zu einem Arzt für eine Operation oder eine Chemotherapie. Und ich glaube wirklich, bei psychischen Erkrankungen ist das genau gleich. Ich bete für dich, ich glaube für dich, ich nehme Autorität, ich spreche den Namen Jesus über dir aus und dann schicke ich dich vielleicht zu einer professionellen Hilfe. Vielleicht brauchst du auch Medikamente, eine Psychotherapie, wer weiß. Entscheidend ist nicht, wie du gesund wirst, sondern dass du gesund wirst. Was war jetzt der Grund? Ist doch egal, Hauptsache die Person ist gesund. Und manchmal ist das wie, wir schießen mit einer Schrotflinte in den Wald und wir schauen, welche Tiere runterkommen. Ja, wir versuchen alles, wir beten, wir glauben, wir fasten. Wir haben professionelle Leute, Therapien und wir sind gemeinsam unterwegs und tragen einander. Medizin und Glaube sind kein Widerspruch. Bei physischen Krankheiten ist uns das klar, bei psychischen oft nicht.
Deswegen brauchst du vielleicht Hilfe. Ich möchte jetzt im zweiten Teil dieser Predigt über Elia, den Propheten Elia, mehr mit euch sprechen. Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, ein unglaublicher Held des Glaubens. Er lebte die krassesten Wunder. Er lebte, wie Gott interveniert hat, wie Gott die Feinde in die Flucht geschlagen hat, wie Feuer vom Himmel geregnet ist. Dieser Elia war ein Glaubensheld. Manchmal frage ich mich, wow, ich hätte gern einen solchen Glauben, ein solches Leben mit diesen Wundern. Ist unglaublich. Und dann auf dem Höhepunkt seiner Karriere, dem größten Sieg, kommt eine Frau, die Isabel, die Frau des Königs, und schüchtert ihn ein und irgendetwas passiert in seinem Geist, irgendetwas wird geknickt und dieser Elia rutscht in eine Depression, in eine Erschöpfung rein. Und ich möchte euch diesen Text vorlesen, weil jedes Symptom einer Depression, einer Erschöpfung kannst du in diesem Bericht erkennen. Wir lesen gemeinsam 1. Könige 19, 3-6. Und als Elia das hörte, machte er sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und dort ließ er seinen Diener zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit weg. Symptom Nummer 1, ein Bedürfnis nach Isolation. Er lässt seinen Diener zurück, alleine in die Wüste. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und er wünschte sich den Tod. Und er sprach, es ist genug. Herr, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er hat suizidale Gedanken. Dann legte er sich hin und unter einem Ginsterstrauch schlief er ein. Aber plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hinsah, sieh, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Er hat niedermachende Gedanken über sich selbst. Er ist antriebslos, hat ein übermäßiges Schlafbedürfnis. Und vielleicht kannst du dich wiederfinden in diesem Text. Vielleicht kennst du jemanden, der da durch diese Phasen geht. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen und auch wenn du online zuschaust und nicht dabei sein kannst, weil du die Menschenmengen nicht erträgst, weil du einsam isoliert zu Hause sitzt. Gott sieht dich. Gott kümmert sich um dich. Nur weil du dich alleine fühlst, heißt das nicht, dass Gott dich verlassen hat. Nur weil du Gott nicht spürst, heißt das nicht, dass er gegen dich ist. Im ICF haben wir so eine Kultur, wir feiern Gott. Wir feiern das Leben und ich finde das super, weil es gibt was zu feiern. Es gibt das Leben, wir sind dankbar dafür, wir sind dankbar, was Jesus für uns getan hat und das ist wichtig, dass wir das immer wieder in den Fokus rücken. Und dann reden wir darüber, wie wir Gott erleben und wie wir ihn spüren und wie wir ihn wahrnehmen in den Emotionen und dann bist du vielleicht Teil davon und du spürst nichts. Das, was du spürst, ist Einsamkeit, Isolation, kein Gefühl. Vielleicht hast du Gott gespürt in der Vergangenheit und jetzt spürst du nichts. Ich möchte dir sagen, nur weil du Gott nicht spürst, heißt es nicht, dass er dich verlassen hat. Kann jemand Amen sagen, der das glaubt? Es gibt Leute, die müssen das hören.
Nur weil du Gott nicht erlebst, heißt das nicht, dass er dich verlassen hat. Und Gott begegnet diesem Elia. Er kommt mit einem Boten zu ihm, ein Engel, er stupst ihn an, er weckt ihn auf. Ich finde das so interessant, wie er ihm zuerst dient. Er dient ihm einfach physisch. Ein Stück geröstetes Brot und Wasser. Steh auf und iss. Und er isst und trinkt und schläft wieder. Manchmal brauchen wir einfach ganz praktische Hilfe. Manchmal müssen wir wirklich schlafen und essen, bevor wir die geistlichen Themen anschauen, bevor wir die seelischen Themen weiter bearbeiten. Einfach essen, trinken. Und zu mir hat das gesprochen, vielleicht kannst du, wenn es dir gut geht, und vielleicht können wir als Kirche solche Boten sein. Solche Boten. Wir haben keine Ratschläge, aber praktische Hilfe. Wir geben was zu essen, wir geben was zu trinken, wir schaffen Entlastung, dass die Person schlafen darf. Und dann geht es aber weiter. Gott begegnet ihm in einer Tiefe und weckt ihn noch einmal auf. 1. Könige 19, Vers 7. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach, steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Zu mir hat dieser Vers gesprochen. Vielleicht können wir den eingeblendet lassen für einen Moment. Der Bote des Herrn weckt ihm zum zweiten Mal, steh auf, iss. Warum? Weil der Weg, der vor dir ist, noch weit ist. Ich möchte dir zusprechen, ich glaube, Gott möchte dir zusprechen heute Morgen, wenn du selbst betroffen bist. Gottes Weg für dich ist noch nicht zu Ende. Gottes Pläne für dich sind nicht am Ende. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Gott hat noch was vor mit dir. Diese Welt braucht dich noch. Gott hat noch was vor mit dir. Menschen brauchen dich. Es ist kein Zufall, dass es dich gibt, dass du hier bist, dass du diese Worte heute hörst. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Da gibt es noch eine Weite zu entdecken, eine Weite zu begehen, ein Weg, der vor dir liegt. Steh auf und iss. Die Hoffnung ist nicht zu Ende. Und dann geht Elia los und er wandert 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste. Kommt zum Berg Horeb, dem Gottesberg. Und dort ist er wieder müde. Er geht in die Höhle und schläft. Und dann kommt Gott wieder zu ihm und stellt ihm eine Frage. Elia, was tust du hier? Interessant. Gott, der uns Fragen stellt. Gott weiß, was wir denken. Gott weiß, was wir tun. Gott stellt uns keine Fragen, weil er die Antwort nicht kennt, sondern weil er etwas in uns bewegen möchte. Er möchte etwas in unserem Inneren auslösen. Was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Und dann beginnt Elia zu Gott zu sprechen und zu jammern und seine ganze Klage ihm auszubreiten und sagt, alle haben mich verlassen, ich bin alleine, es gibt niemanden mehr, sie wollen mich umbringen und sowieso und alles ist schlecht und Gott lässt das einfach zu. Gott lässt diese Klage einfach zu und dann sagt Gott etwas zu ihm in Vers 11. Gott sprach, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Stell dich vor den Herrn. Ich möchte dich ermutigen, falls du in Isolation lebst, auch online. Wenn du keinen Kontakt willst, du hast das Gefühl, du bist verlassen, du bist alleine, du bist erschöpft, du hast Ängste, wie auch immer. Gott möchte den Dialog mit dir wieder ankurbeln. Gott will dir eine Frage stellen. Was tust du? Was machst du hier? Stell dich vor mich hin. Ich möchte eine Begegnung mit dir. Stell dich vor den Herrn. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn die kirchliche Gemeinschaft schwierig geworden ist
selbst eine Small Group schwierig geworden ist, lass die Beziehung zu Gott nicht abbrechen. Du darfst Gott begegnen alleine. Alleine. Im Privaten. Du darfst ihn anklagen. Du darfst deine Last ihm ausschütten. Du darfst dein Herz ihm ausschütten. Stell dich vor den Herrn. Hör nicht auf, dich vor den Herrn zu stellen. Hör nicht auf zu beten. Auch wenn es nur ein Gedanke ist. Auch wenn es nur ein Stoßgebet ist. Auch wenn du keine Kraft mehr hast, die Beziehung zu ihm zu suchen. Hör nicht auf, dich vor den Herrn zu stellen. Und es ist so spannend, weil dann hat Elia die krasseste Gottesbegegnung seines Lebens. Er kommt aus der Höhle raus und es steht in der Bibel, wie Gott ihm begegnet. Ich möchte es euch vorlesen, ich habe es nicht auf dem Screen, ich möchte es aber euch, ihr könnt vielleicht eure Augen kurz schließen und euch das vorstellen. Da sprach der Herr, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, da ging der Herr vorüber und vor dem Herrn kam ein großer und gewaltiger Sturmwind. Der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Da ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle und sieh, da sprach eine Stimme zu ihm: Was tust du hier? Die krasseste Gottesbegegnung, die Elia hatte, war an seinem Tiefpunkt. Das tiefgreifendste Erlebnis mit Gott war nicht auf dem Höhepunkt seines Lebens, war nicht, als er glaubenserfüllt war, Heilungen gesehen hat, Wunder erlebt hat, sondern am Eingang seiner Höhle, verzweifelt am Boden. Und Gott begegnet ihm nicht im Spektakel, sondern in einem leisen Windhauch. Und ich möchte dir das zusprechen, dass Gottes Beziehung im Tiefpunkt in einer Art und Weise möglich ist, die im Spektakel nie möglich gewesen wäre. Lass die Beziehung zu Gott nicht abbrechen. Stell dich vor den Herrn. Stell dich vor den Herrn und du wirst erleben, wie er zu dir spricht in einer Art und Weise, wo nur dort möglich gewesen wäre. Und dann beginnt Gott seine Gedanken neu zu sortieren und er fragt ihn, was tust du hier? Elia, was tust du hier? Und dann beginnt Elia nochmals und erzählt ihm die gleiche Klage nochmals. Alle sind abgefallen, ich bin alleine, sie wollen mich töten oder hier geht es nicht weiter und das geht nicht gut und ja, das ist ein komisches Zeichen. Hier ist eine Sackgasse. Und er beginnt Gott das wieder hinzuwerfen und dann hat Gott einen Dialog mit ihm und beginnt seine Gedanken wieder zu sortieren und sagt, Elia, du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Es gibt noch 7000 andere Treue im Land. Und manchmal sind wir so, unsere Gedanken sind so, verdecken die Wahrheiten Gottes. Und Gott sagt ihm, ey, du musst auch nicht alles alleine tragen, ein Nachfolger ist schon bereit. Geh, tu das, ein neuer König ist bereit. Und er beginnt seine Gedanken neu zu sortieren und stellt seine Wahrheiten wieder ins Zentrum. Der Weg, der vor dir ist, der ist noch weit. Und dann schickt Gott ihn wieder zurück in die Gemeinschaft. Und ich hoffe, und das war mein Gebet für heute Morgen, dass du ermutigt wirst durch diese Wahrheiten, die Gott für dich hat. Und es ist kein 5-Punkte-Predigtplan, 5 Schritte, wie du da rauskommst aus diesem Thema, aber es sind Ermutigungen von Gott. Und ich weiß nicht, wie lange du noch hier drin sein musst, aber ich möchte jetzt gerne für dich beten und für uns beten und für die nächsten Wochen beten.
Wenn wir all diese Themen anschauen, dann glaube ich, werden wir auch Freiheit erleben. Ich glaube, wir werden Heilungen erleben für psychische Probleme. Glaubst du das auch? Und ich glaube aber auch, dass wir einen Trost erleben werden und eine Barmherzigkeit Gottes, die uns Frieden schenkt in unserer Höhle, in unserer Dunkelheit, in einer Art und Weise, wie es im Spektakel nie möglich gewesen wäre. Ich möchte jetzt gerne mit euch beten und euch einen Vers zusprechen und lasst uns dazu doch aufstehen für diesen Moment. Im 2. Timotheus 1, Vers 7, dort schreibt Paulus, wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit empfangen. Der Geist Gottes, der uns geschenkt worden ist, ist nicht ein Geist der Angst, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das heißt, der klare Gedanken, Selbstkontrolle, klare Gedanken, kein Geist der Angst, kein Geist der Unterdrückung, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte das gerne über dir aussprechen. Und ich möchte gerne, dass wir, wenn es dir wohl ist, dass du deinem Nachbarn die Hand gibst. Wir beten jetzt gemeinsam füreinander. Ich weiß, es sind schwitzige Temperaturen. Aber das ist ein Zeichen, dir zu sagen, du bist nicht alleine. Verstehst du? Du bist nicht alleine, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn du keinen Glauben mehr hast, dann glauben wir für dich. Ich möchte das aussprechen über dir. Du hast nicht einen Geist der Angst empfangen. Du hast einen Geist der Liebe. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe, des Friedens, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich weise jeglichen Geist weg jetzt, der nicht dem Heiligen Geist entspricht in deinem Leben. Der Geist der Angst hat keinen Raum in deinem Leben, im Namen von Jesus Christus, sondern die Liebe, die Kraft und die Besonnenheit, klare Gedanken, Liebe, Hoffnung, Frieden, Freude, Liebe von Gott. Ich spreche das aus über deinem Leben, über deine Familie, über deinen Kindern, über deinen Teenagern, über deinen Eltern. Der Friede Gottes erfülle eure Gedanken. Mehr Frieden, nicht ein Frieden, wie die Welt Frieden gibt. Ein Frieden, der Verstand und die Umstände übersteigt. Ich spreche das aus über deinem Leben, dass die nächsten Wochen Wochen sein werden der Gottesbegegnung, der frischen Gottesbegegnung, vielleicht sogar im Tiefpunkt.